Uli, Uli, Uli. So, erstmal den Bums hier tacken leiser, Mann. Leute, Servus. Was geht ab? Bin mal gespannt, wie heute hier die Beteiligung ist und wie lang der Stream hier ist. Also wenn tote Hose ist, machen wir auch schnell Feierabend, wa? Aber ich dachte mir, komm, wir machen mal während der EM so einen Stream. Quatschen mal ein bisschen. Zur Not habe ich ja 1 Trillion Kommentare, die ich hier auch bearbeiten könnte. Also ist ja nicht so, als wenn uns irgendwie die Sachen ausgehen. Ich weiß nicht, ob die Mara auch da ist. Ich glaube ja. Kann ja mal Hallo sagen. Servus, hallo. Servus. Mal, die muss man eben mein Bild hier verschieben. Ist jetzt nicht super interessant, Belgien, Slowakei, aber ist jetzt auch nicht so uninteressant. Aber ich lasse das mal nebenbei so ein bisschen laufen. Ja. So, Adam, Servus erstmal. Leon, hi. HSV, Servus, Leon. Diego, Servus, Adi, moin. Granit. Wir werden Europameister. Nach einem Spiel oder was? Gegen Schottland? Wilder Take. Aber gut. Nehme ich mal so mit. Also da fand ich die Spanier nochmal einen Tacken wilder eigentlich. Aber gut. Ich möchte das nicht abstrahlen. Ich habe Deutschland als Europameister getippt. So ist ja nicht, wa? Auch wenn ich im Tippspiel abgeschlagen bin, macht euch keine Sorgen, Leute. Am Ende starte ich durch. Abgeschlagen. Was? Abgeschlagen nennst du das. Ja, jetzt mal ernsthaft, dass die Rumänen heute 3-0 gewinnen oder was, das ist ja wohl auch ein Witz. Junge, Alter, Ukraine kannst du, ich weiß gar nicht, was die wollen bei der Europameisterschaft. Junge, wenn du niemals gegen Rumänien einen Punkt holst, dann weiß ich auch nicht, was du bei einer Europameisterschaft willst. Kannst dich gleich abmelden, Alter. Junge. So, Botskurt. Servus nach aktuellen News von FCB Insight. Geile News. Woo! Soll ich echt weiterlesen, wenn der FCB Insight steht, oder was? Wild. Belgien läuft, ich weiß, Adam. Manu, Servus. Thales, Servus. Henry, Servus. Manu. Bin auf Frankreich gespannt. Ja. Bin aber auch auf die Ösis gespannt. War mein erstes Spiel falsch bei der EM. Wer tippt auf die Rumänen? Ja, keine Ahnung. Ich habe halt einfach ein 1-1 getippt, Alter. Not gegen Elend. Das Spiel war ja auch lange Zeit Not gegen Elend. War ja wild. Aber ansonsten muss ich sagen, EM bisher, alles, was ich bisher gesehen habe, abgesehen von England, war eigentlich schöner Fußball. Ja? Man sind wir ja nicht mit verwöhnt als FC Bayern-Fans die letzten 1,5 Jahre. Von daher war das sehr erfrischend. War auch schön, die Deutschen zu sehen mit Nagelsmann-Fußball. War 1:1, als hätte ich den Bayern in der Vorrunde gesehen gehabt, wo Nagelsmann noch Trainer sein durfte. In der Offensive 1:1. Es wird interessant, wenn wir gegen etwas stärkeren Gegner spielen, der uns im Umschaltspiel wehtun wird, weil das war so die Schwäche, oder ist so die Schwäche in Nagelsmann sein Spielstil, ne? Bin mal gespannt. Alter, Baguette in den Alten. Aber ansonsten muss ich sagen, stimmungsmäßig auch in den Stadien richtig gut, ne? Selbst Rumänien, gerade, da war ja eine Stimmung, Alter, die sind ja abgedreht. Richtig gut. Richtig gut gefallen. Ja, also Einsatz hauen die ja alle volle Pulle rein, ne? Ja, aber hat mich schon überrascht, Rumänien. So eine klare Nummer halt, weißt du? Aber ich habe die letzte halbe Stunde noch nicht mehr gesehen, weil da war ich schon im Folterkeller. Chris, Servus. Ich fand die Spiele bisher auch gut, ja. Abgesehen von England, obwohl England hat eine gute halbe Stunde gehabt, danach war irgendwie... Ich meine, England kriegt es noch schlechter hin, als der FC Bayern Harry Kane einzubinden. Das war wild. Der war ja gar nicht erste Halbzeit ein Ballkontakt oder was? Also richtig wild. Alles hat um Harry Kane gespielt. Wild. Ganz wildes Spiel gewesen. Aber ansonsten waren echt interessante Spiele bisher, ne? Also was ich so gesehen habe.
Einzig über Talente berichten aktuell FC Bayern News. Ja, FC Bayern Inside, komm. FC Bayern Inside schreibt das, was jeder weiß. Also, was ist daran jetzt neu? Die kommen halt erstmal alle zurück und entweder werden sie verliehen oder werden nicht verliehen. Also, kann mich jetzt auch hier hinstellen und kann sagen, ja, Ibrahimovic wird nicht verliehen und Kretzig wird nicht verliehen und ja, was soll das bringen, Alter? Als wenn da irgendwas feststeht. Die müssen halt erstmal ankommen, dann müssen die mal unter dem Kompanie eine Vorbereitung machen und dann mit der Kompanie entscheiden, hallo, hat der die Klasse, brauche ich den nicht. So läuft der Bums und nicht anders. Und nicht, ob FCB Inside was schreibt oder ob, was weiß ich, dein Vertrauensdealer um die Ecke dir irgendwas ins Ohr flüstert. Das kommt auch selber raus. Das ist alles dumpfig. Wieder sagt der Kompanie von vornherein, pass mal auf, den Kretzig brauche ich nicht, weil ich habe den für die Position, ja, dann wird der verliehen. So, entweder passiert das oder er sagt, ich gucke mir die Jungs erstmal an in der Vorbereitung. Ja. Ganz einfache Kiste. Solange da nichts von offizieller Seite kommt, brauchen wir auch nicht über diese Themen diskutieren. Oder zumindest ich nicht. Ihr könnt das gerne untereinander tun. England macht diese EM ein auf Italien. Ja. Wild, ne? Italien war echt stark so am Anfang, ey. Aber hinten raus dann auch wieder wild, ne? Wenn Erster werden würde man gegen den Zweiten aus der Gruppe England, Slowenien, Serbien oder Dänemark spielen. Ja, K.O.-Spiele ist dann eh wieder eine andere Geschichte, ne? Ich bin sehr gespannt, wie wir in K.O.-Spielen agieren werden. Weil, wie gesagt, der Nagelsmann-Fußball ist halt schon anfällig, ne? Aber vielleicht klappt das ja in der Nationalmannschaft besser als beim FC Bayern. Weil wir haben da ja auf jeden Fall Sechser, die Sechserposition spielen, ne? Das haben wir bei uns ja nicht gehabt. Von daher... Ja, Heavy hast du ja gar nicht gesehen, Chris. Mir ein bisschen leid getan, der Gute. Ja, das war ja... Zweite Halbzeit hat er ein paar Aktionen gehabt, aber... Wild. Also wie man so einen starken Stürmer haben kann und das Spiel so wenig auf den zuschneidet, ist mir ein Rätsel. Absolutes Rätsel. Katastrophe. Wild. John Jay, Servus. Baggy, Servus. Niederlande, Polen bisher das beste Spiel, meiner Meinung nach. Beide Teams konnten gut kicken und es war gut Spannung drin. Und früher gefühlt Leber, 9 Gurken, diesmal aber wirklich Spielkultur zu sehen. Die Polen haben sich reingebissen, ne? Niederlande war schon sehr stark. Also die erste 20, 30 Minuten war von den Polen eigentlich, ja sagen wir mal die ersten 20 Minuten, war von den Polen halt gar nichts zu sehen. Muss man mal fairerweise auch sagen, also. Hätte die Niederlande da einen Stürmer gehabt, der im Strafraum ist, dann hätte es wahrscheinlich 3-0 gestanden, aber den haben sie halt einfach nicht gehabt. Aber ansonsten war das ein wirklich gutes Spiel, ey. Die haben halt richtig gefightet, die Polen, ne? Die haben richtig gefightet, war richtig schön anzusehen. Mal ganz kurz so als Einwurf. Es wäre lieb, wenn keine Ergebnisse in den Chat geschrieben werden, weil dann brauche ich das Spiel nicht gucken. Durch die Verzögerung stehen die Ergebnisse eher im Chat, als dass ich es sehe. Also bei mir stand schon eher auf dem Bildschirm, Baby. Ja, bei mir aber nicht. Glaubst du, der dich geht? Ich weiß nicht, ob der dich das zu entscheiden hat. Wir können gerne mal auf die Innenverteidiger-Geschichte eingehen. Also wir haben jetzt den Stuttgarter verpflichtet. Wenn wir den Tar auch noch verpflichten, gehe ich davon aus, dass 2 Innenverteidiger gehen müssen. Und ja, dann können wir mal überlegen, wer. Also ich denke, Eric Dyer wird es nicht treffen, weil der wird wahrscheinlich eine Handvoll Nüsse gehalttechnisch kosten. Ist super erfahren. Ist ein No-Brainer eigentlich. Also läuft es auf 2 von den anderen 3 hinaus.
Ich fände es natürlich auch super schade, gar keine Frage. Das weiß man ja, wenn man den Kanal hier verfolgt. Ich mag ihn De Ligt und ich hätte ihn sehr gut als kommenden Abwehrchef vorstellen können. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Gedankengänge da sind. Aber ich habe es ja schon in dem Video gesagt, er ist ja noch ein Brazzo-Transfer, oder? Dementsprechend werden da wahrscheinlich die Gehaltsstrukturen sein. Ich weiß es aber auch nicht. Wir wissen es ja nicht. Keine Ahnung. Also ich fände es schade, definitiv. Ja? Also ich würde, wenn, dann Minjay und Uppa abgeben. Aber ich meine, wenn Uppa mal seine Aussetzer loswerden würde, ist Uppa halt auch eine Maschine. Ne? Vielleicht bekommt der Kompanie das ja hin. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, wie weit Uppa bisher so die Rückendeckung gespürt hat von den Trainern. Ich habe keine Ahnung. Ist halt super schwer einzuschätzen, woran es beim Uppa liegt. Ne? Ist halt schwer. So, mit Stani soll auch noch bleiben. Dann hast du auch noch einen, der Innenverteidiger spielen kann zur Not. Also, solltest du den Tar verpflichten, müssen 2 gehen. Ja. Und dann werden 2 von Minjay, Uppa und De Ligt gehen. So, und dann musst du erstmal gucken, für wen gibt es denn Angebote. Ja? Ich denke, das wird da auch ein Thema sein. Und keine Ahnung, willst du 60 Mille für ein De Ligt vielleicht reinvestieren in Palinja oder willst du irgendwie 30, die du vielleicht für einen Uppa kriegst oder für einen Minjay? Also man weiß ja nicht, wie die Planungen sind. Schwer zu sagen, ne? Aber ja, ist eine spannende Sache auf jeden Fall, ne? Wie es da weitergeht. Ja. Weiß man halt auch nicht beim Uppa, ne? Ich bin gespannt, wo es hingeht. Kara, moin. Wie gesagt, entscheidend wird halt sein, ob wir den Tar auch noch verpflichten. So. Und wenn, zu welchem Kurs halt, ne? Ich denke jetzt, die 30 Mille oder maximal 30 Mille ist ein sehr, sehr guter Transfer gewesen. Ja, alle Innenverteidiger sollen immer nach England wechseln, ist doch klar. Alle Innenverteidiger wollen immer angeblich nach England. Der Tar wollte auch schon seit 5 Jahren nach England unbedingt. Das ist seine Traumliga. Spielt immer noch in Leverkusen. Jeder Innenverteidiger, der ein bisschen robuster ist, da kommt immer gleich, ja, der will nach England. Alle wollen nach England. Alle Innenverteidiger wollen nach England. Immer ganz wild. Werner, servus. Ich habe nichts davon gelesen, dass der Opa gesagt hat, dass er geht. Alle haben Vertrag. Also alles. Bei keinem der 3 Innenverteidiger läuft der Vertrag aus. Also das ist. Darum geht's nicht, wa? Ja, wen interessiert das, ob der Kim in Italien der beste Innenverteidiger war oder ob der beste Innenverteidiger der Welt war, wo er die Saison in Italien gespielt hat. Wenn er bei uns nicht ein gutes Niveau hat, ja, das ist dasselbe wie mit dem Opa. Ja, das ist ja immer wieder dasselbe, was ich sage. So, wir reden immer, ja, der Spieler muss das. Wenn der aber dann bei uns nicht funktioniert, was interessiert das, was er vorher geleistet hat? Das ist dasselbe wie mit den Alteingesessenen bei uns. Was interessiert das, was sie 5 Jahre vorher geleistet haben? Keine Sau. Ja? Das ist Leistungssport, das ist ein Tagesgeschäft. Und nicht Leben in der Vergangenheit. Wobei ich in Minjay eigentlich noch ein Jahr geben würde. Hat halt ein schwieriges Jahr gehabt, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Den würde ich halt gerne mal sehen, wenn er mal eine vernünftige Vorbereitung mitmachen darf und alles. Ich glaube, dann könnten wir ihn mal fair beurteilen. Das ist relativ schwer, letzte Saison für ihn fair zu beurteilen, meiner Meinung nach. Ja, konzentrieren sich alle erstmal auf die EM. Obwohl der Simmons schwach war, ne? Muss man sagen. Also ich wäre auch dafür, ihn zu verpflichten, aber er war schwach jetzt bei der EM. Und der Ligt sitzt nur auf der Bank. Ist auch wild, oder? Siehst du mal, welche Luxusprobleme die Holländer haben.
Kimmer leider nicht überzeugen, die hat er auch nicht. Ja, die Licht hat auf jeden Fall überzeugt. Also wir brauchen nicht über die Lichtsportliche Qualitäten reden, ne? Also für mich darfst du den nicht abgeben. Für mich ist das der Abwehrchef die nächsten 10 Jahre. Dann hast du Ruhe, du hast Ruhe. So. Ja, du hast einen absoluten Führungsspieler da, der das auch sein will. Ich verstehe nicht, warum die Gerüchte aufkommen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weiß man nicht, wie die Gedanken sind. Also ich könnte es mir auch nicht erklären. Ja? Für mich, wenn es nach Leistung geht, musst du Minjay und Opa abgeben. Punkt. Wollen wir nicht diskutieren, oder? Müssen den Lift verkaufen, um Sané 3x20 Millionen mit einem neuen Vertrag zu zahlen. Ja, das wird nächste Saison der nächste Brainer bei uns, Alter. Kim will ich aber noch zeigen, bis zum Winter erst die Armee, danach sofort Isaac Cup, alles auch noch. Ja, sag ich ja, Adam. Also eine wirklich faire Vorbereitung, eine faire Chance, ihn zu beurteilen, hat man leider nicht. Ja? Ist halt leider so. Ist mir völlig Wurst, was mit dem Davis ist. Ganz ehrlich, wenn er den Vertrag nicht verlängert, ich würde ihn ein Jahr auf die Bank setzen. Knallhart. Oder in die zweite schicken. Kann er in der zweiten mit trainieren. Kann er ein bisschen Bayernliga kicken. Das ist, glaube ich, eine Position, wo wir die wenigsten Kopfschmerzen haben, linker Verteidiger. Also von daher. Und dass diese Aussagen medial getroffen werden, Leute, ist doch logisch, Alter. Real Madrid will diesen Spieler verpflichten. Dieser Spieler hat nur noch ein Jahr Vertrag. Und klar sagt Real dann hier, ich gebe euch 30 Millionen oder 25 oder was weiß ich, was da gerade im Raum steht. Wenn ihr das nicht wollt, dann nehmen wir den nächstes Jahr ablösefrei. So, den Take wird Real Madrid bringen. Und ist doch klar, dass dann Bayern in den Medien verlauten lässt, ja, ist uns scheißegal, dann geht er halt in einem Jahr ablösefrei. So, in dem Jahr kann viel passieren. Ist doch das normale Geschäft, also. Ich gehe davon aus, dass ein Davis gehen wird. Bin ich aber schon davon ausgegangen nach Eberts Aussage. Boah, was war das? 2 Monaten? Fertig. Wisst doch auch nicht, mit welcher Berechtigung der Typ so viel Geld verdienen sollte bei uns. Und ganz ehrlich, wenn du ihn dann nächstes Jahr ablösefrei verlierst, ja, dann ist das so. Drauf geschissen. Mein Gott. Was denn für 10 Mille eingekauft oder 15 oder was? Ja, wow. Das hat man aber sehr oft in den ehemaligen Clubs, sind die Top nach dem Wechsel oft ein Flop. Keine Ahnung, warum das so ist. Weiß ich nicht, ob man das oft hat. Also wie gesagt, ich würde einen Minjay auf keinen Fall an der letzten Saison messen. Also das wäre einfach ein Fehler. Wie gesagt, du kannst den nicht fair beurteilen. Der hat nicht eine Vorbereitung mitgemacht, also. Nee. Aber ich gehe davon aus, wenn da ein gutes Angebot kommt aus Italien, 35 plus, ich denke, dann wird Bayern ihn abgeben. Ja, aber das ist auch wieder so ein FC Bayern Insight, oder, Botskurt? Wo ist er das her? Dass ein Delikt nicht so gut beim Passspiel ist. Upa ist stärker, oder was? Oder noch besser, Minjay ist stärker, oder was? Also das halte ich für ein Gerücht. Warum sollte ein Ito und ein Tao auf der Bank sitzen? Snackmonster. Aha.
Ich habe keinen Verantwortlichen oder Trainer gehört, der das gesagt hat. Ich bin ja komplett anderer Meinung. Guck dir allein die Fehlpässe von Upa und Minjay an. Letzte Saison. Also ich habe die in der Häufigkeit nicht gesehen beim Delicht. Ganz im Gegenteil. Also den Take habe ich schon nicht beim Tuchel verstanden. Ja? Den Take kannst du auch nicht statistisch belegen. Kannst du gerne mal gucken unter fußballdaten.de. Ich denke nicht, dass da drin stehen wird, dass er die meisten Fehlpässe gespielt hat in der Innenverteidigung. Oder die schlechteste Passquote hat. Ja, ich denke auch, dass man die 20, 25, 30 Mille kriegen mit Finn Davis. Das ist halt das typische Geschacher jetzt, so. Da machen wir uns doch nichts vor. So, der FC Bayern will die letzte Mille raus und Real will das drücken, das ist das typische Geplänkel hin und her. Die sagen, ja, dann nehmen wir nächstes Jahr ablösefrei. Dann der FC Bayern sagt, ja, gut, dann ist das so, dann bleibt er noch ein Jahr bei uns und vielleicht verlängert der Vertrag dann doch und bla und Sülz. Kennt man doch. Müssen wir uns doch nichts vormachen, oder? Ja, die neue Saison nicht schon Freitag losgehen. Ich bin gehypt auf die neue Saison. Ich freue mich auch auf die neue Saison. Gehypt bin ich noch nicht. Dafür müssen noch 2, 3 Knallertransfers passieren, weißt du? Dann bin ich auch gehypt. Na, was in Deutschland kein italienisches Essen gibt, oder was? Was ist das denn für ein Take? Ja, ich denke, das hat auch, was ein Kim betrifft. Ich denke, wenn wirklich ein gutes Angebot kommt, wird man ihn abgeben. Ansonsten denke ich aber auch, dass er eigentlich noch eine Chance verdient hat. Mal mit einer vernünftigen Vorbereitung und so weiter. Ja, ich habe bestimmt 20 Szenen im Schädel, wo Kim den Fehlpass gespielt hat, nach vorne. Ja. Leute, ihr seid doch alles so, wenn ihr doch sowas schon raushaut, ja, dann haut das doch wenigstens faktisch raus. Dann sagt doch gerne hier, die und die Pässe, hau die Statistik dazu hier rein, dann könnt ihr argumentieren. Aber ja, ich habe gelesen, die und die sagen, dass der und der das und das ist. Wenn das seine eigene Meinung ist, völlig fein. So, ja, ich habe ja auch eine eigene Meinung dazu. Und nochmal, ich habe mehr Fehlpässe von Kim und Upa in der letzten Saison nach vorne gesehen, als wie vom Delicht. Nach vorne, ja. Und nicht Querpässe. Und selbst Querpässe von Upa gab es mehr Fehlpässe, Alter. Oder Bälle, die abgefangen wurden. Dasselbe bei Minjay übrigens. Aber das ist auch nur meine subjektive Meinung, ohne irgendwelche Statistikseiten zu wälzen. Und wie gesagt, wenn das deine Meinung ist, völlig fein. Gehe ich da mit, aber nicht hier, der und der hat das und das geschrieben, Alter. Kommt mal davon weg, das geht mir nämlich auf den Sack. Was für Kracher-Transfers kannst du dir vorstellen? Ja, Florian Wirtz, oder? Das ist, denke ich, der Kracher-Transfer, der kommt. Ja, wie gesagt, Tah hätte man halt schon vor 2, 3 Jahren eigentlich holen müssen. Ich glaube, da hatte er sogar eine Ausstiegsklausel für 20 oder 25 Mille. Ben, servus. Naja, die Transfers müssen sich dann halt... Ich bin ja auch keiner, der sagt, der muss jetzt den und den verpflichten für das und das. Und Wirtz würde ich schon fühlen, ja, weil er einfach eine Maschine ist. Und er auch nicht billiger werden wird. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ja, ob du jetzt 100 Mille zahlst oder ob du nächstes Jahr für 100 Mille zahlst, wenn es dann überhaupt noch reicht. Also, das wird keinen Unterschied machen. Aber ja, ansonsten müssen die Transfers, die müssen halt dann auch die nächsten Schritte machen. Auch ein Stunny muss den nächsten Schritt machen.
Ja, da brauchen wir einen Pavlo auch. So. Können das ja alle feiern, wie wir wollen. Und Pavlo hat ja schon wirklich sehr, sehr gute Anlagen und gutes Leistungsniveau. Und trotzdem müssen die nächsten Schritte machen. Ja? Ganz einfach. Theo Hernandez fühle ich gar nicht, Alter. Weg. Brauchst du gar nicht. Brauchen wir bei uns nicht. Grundsätzlich geht es darum, dass die Einheit stabil ist und im Verbund schlussendlich gut spielt. Da können noch so viele Statistiken herangeführt werden. Ja, Statistiken ist... wie gesagt, ich bin kein Freund von Statistiken. Bin aber kein Freund davon, wenn Leute hier reinschreiben, ich habe das und das da und da gelesen, dann kriege ich halt einen Kackreiz. Ja. Und dann muss ich das Argument halt bringen. Eieiei. Ja, nochmal, wir brauchen keinen linken Verteidiger für 60, 70, 80 Millionen. Was soll das? Warum? Junge. Verstehe ich halt gar nicht den Take. So absolut null. Da reden wir noch nicht mal über die Gehaltsvorstellungen. Ne? Also bevor ich 60 Mille in die linke Verteidigerposition stecke, dann steck lieber 100 oder 110 oder 120 in Wirtz. Ganz ehrlich. Also linke Verteidiger hast du genug Spieler, die bei uns linken Verteidiger spielen können. Ist jetzt nicht so, als hätten wir keine linken Verteidiger. Verstehe ich halt gar nicht. Das Bayern-Spieler kriegst du genug Wohnraum. Da keine Sorgen machen. Pause in der Haus, guten Abend. Ja, warum brauchst du denn Ersatz für Davis? Wo brauchst du einen Ersatz für Davis? Also ich brauche keinen Ersatz für Davis. Ja, Matzen ist ja auch der Standard-Take. Brauchen wir auch nicht drüber reden, Alter. Weil er ein Jahr unterm Kompanie trainiert hat, oder was? Ich habe letztes Mal schon gesagt, war Matzen nicht der im Champions League-Finale den Fehlpass gespielt hat, der zum 2:0 geführt hat? Oder verwechsel ich den gerade? Wenn nur nach der Statistik von rangeht, haben Ito und Tah die wesentlich schwächeren Werte im Zweikampf und passen als unsere aktuelle IV. Aber glaube keiner Statistik, die du nicht selber... Leute! Ne? Statistik ist halt immer wild. Ja, wir werden sehen, ne? Bin gespannt, was wir noch verpflichten werden. Aber ist halt müßig, darüber zu philosophieren, ne? Wie gesagt, Innenverteidigung finde ich jetzt ganz interessant, wer gehen wird. Wenn es wirklich ein Delicht wird, boah, das wäre schon hart, ey. Wäre schon schade. Ja, den Sané ist ja nicht los. Wird ja also wahrscheinlich selbst noch bei dieser Leistung, die er jetzt in der Nationalmannschaft gezeigt hat, wird er wahrscheinlich da noch schön geredet beim FC Bayern, Alter. Ja, er hat einen Fehlpass gespielt, aber ein Spiel ist nicht entscheidend. Ja, okay. Das ist ja wieder ein tolles Argument.
dann kannst du das gleiche Argument aber auch auf den Upa oder Minjay bringen, oder? So, wir setzen uns hier hin oder ihr setzt euch immer hier hin, haut dann auf den Upa drauf, weil er dann einen Fehlpass spielt, der zum Tor führt. Wir hauen auf den Minjay drauf, weil er gegen Real Madrid oder was das war, den Fehlpass spielt, der zum Tor führt im Hinspiel. Aber wenn das dann jemand ist, den wir unbedingt verpflichten wollen, dann heißt es, ja, das war ein Spieler, kannst ja mal einen Fehlpass spielen. Ist doch egal. Ja, da muss man mal sich auf eine Schiene einigen, wa? Und ich weiß, dass er bei Dortmund gut gespielt hat. Ja, aber wenn wir den Maßstab ansetzen, dann müssen wir den Maßstab auch für alle ansetzen. Ja? Hans Landau, ich weiß, wie das in München ist. Alles ist gut. Oh nee, ich wohne nicht in München. Aber das sind da Millionäre, die haben keine Probleme, Wohnraum zu finden. Und wenn seine Familie 100 People umfassen würde, dann kauft er sich halt ein Hochhaus, Alter. Feine Kerle sind das alle, genau. Tommy, hast du keine eigene Meinung oder was? Oder warum muss ich den Effenberg zitieren? Bild. Ja, hat er ja auch. Wie gesagt, mir gefällt der Matzen ja auch. Ja. Aber ich denke, wenn, dann ist wahrscheinlich erstmal Dortmund in der Pole Position, oder? Wir werden sehen. Hat den ganzen IFA brauchen wir nur noch einen Sechser. Können wir entspannt 6-2-2 spielen. Der ist gut. Ja, aber einen Sechser brauchen wir wirklich noch, ne? Naja, fairerweise muss man auch sagen, dass beim Toni Kroos 80% der Pässe auch quer und da hinten sind. Wo ein Toni Kroos, wie gesagt, für mich der mit Musiala der beste Mann war im Auftaktspiel. Aber da muss man auch mal ein bisschen unterscheiden. Also. Aber lass mich nicht wieder die Großakte aufmachen. Taki Bayern. Servus. Ja, und weil Fachleute argumentieren, haben die recht, oder was? Wo ist der Effe denn Fachmann, Alter? Ja, so viel Scheiße, wie der Effe im letzten Jahr gelabert hat, ist der für mich kein Fachmann, ey. Aber das muss auch jeder für sich interpretieren. Junge. Wild. Und am Ende des Tages ist es doch völlig wurscht, was irgendwelche Fachmänner sagen. Am Ende des Tages ist es wichtig, was der neue Trainer denkt. Der ist der, das entscheidet. Der sagt, der Licht, deswegen und deswegen brauche ich den nicht, und dann wird er verkauft. Punkt. Feierabend. Da ist scheißegal, was wir denken oder fühlen oder irgendein Experte oder sonst wer. Mein Ersatzstürmer, falls Harry Kane verletzt ist. Ich würde einen Mattistella hinstellen, weil das ist ein Stürmer. Ich weiß, kaum zu glauben, weil er nie im Sturm spielen durfte, aber er ist ein Stürmer. Wir ehrlich sind, wissen wir doch alle, dass wir erstmal die Vorbereitung abwarten müssen. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird noch einiges vorher passieren. Bin ich mir sicher. Kimmich und Goretzka können verkauft werden, ja, sehe ich genauso. Wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Sei denn, man verpflichtet jetzt mal frühzeitig einen Sechser. Um gleich mal ein Statement zu setzen an die Spieler, die noch da sind.
Jetzt kommt noch Basel, dann haben wir in unserem Bingo, ja. Also wenn sich der BVB keine 40 Millionen Ablöse leisten kann, was ist das denn für ein Schwachsinn? Klar kann Dortmund sich das leisten, dann wollen sie sich das vielleicht nicht leisten, ja, aber leisten können sie sich das auf jeden Fall. Die standen im Champions League Finale. Die werden allein durch die Champions League 40 Millionen eingenommen haben, also. Und das war mit Sicherheit nicht eingeplant, dass die bis ins Champions League Finale vorstoßen. Wahrscheinlich haben die geplant mit Achtelfinale oder maximal Viertelfinale. So wie jeder seriöse Club. Also heißt, die werden auf jeden Fall 20 Mille wahrscheinlich mehr gemacht haben, wie sie eingeplant haben in der Champions League. Dann können die sich keine Ablöse von 40 Millionen leisten, oder was? Das halte ich für ein Gerücht. Wenn die sich nicht leisten wollen, ist ein anderes Thema, ja, aber leisten könnten die sich das schon. Boris Becker beim Doppelpass. Aha. Ja, hab ich nichts von gesehen. Ist wahrscheinlich auch besser so, oder? Nationalspieler haben keinen Druck. Aha. Bild. Haben wir ja beim Sané gesehen, dass er keinen Druck hat. Ja, laut Medien, Tommy. Wow. Alter, ich weiß nicht, wie man, ich kann mich da nur wiederholen, ich weiß nicht, wie man so vernagelt im Schädel sein kann, um das nochmal klar und deutlich zu sagen, und irgendein Dummfick glauben kann, der bei FCB Inside, bei Sky, bei Bild, bei Bums die Henne steht, Alter. Wie hohl muss man in seinem Schädel sein, um dann in einen Stream zu kommen und zu sagen, ja, das hat der Kompanie aber laut den Medien gesagt und dann ist das so. Alter, was ist das denn bitte für eine Argumentation? Junge. Krieg ich zu viel bei. Krieg ich echt zu viel. Krieg ich einen Puls, Alter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Junge, ey. Das ist das Problem der heutigen Gesellschaft. Alles nur noch... Puh. Junge, schaltet doch mal selber den Schädel ein. Junge, ey. Ich habe über 3 Ecken gehört, dass der und der das und das möchte. Wow. Dann schreibt eine Zeitung das, dann schreibt FCB Inside das, weil FCB Inside immer alles von irgendeiner anderen Zeitung abschreibt und das veröffentlicht. Und dann steht das in 3 Zeitungen und dann halt, ja, das habe ich gelesen, ja, das habe ich da auch gelesen. Ja, dann stimmt das auch, na klar. Alter, habt ihr einen an der Murmel, ey. Ihr habt voll einen an der Murmel. Junge, wenn der Kompanie sich da irgendwo hinsetzt oder irgendwo ein Interview gibt und sagt, das, dann kannst du hier gerne in den Stream kommen und kannst das hier reinschreiben. Alles andere werde ich in Zukunft ignorieren. Feierabend. Junge, Alter. Boah. Junge. Was ein Niveau, Alter. Das ist Bild-Zeitung oder FCB Inside Kommentare Niveau hier gerade. Junge. Torki Bayer, bist auch Fachmann, deswegen sollte sie Licht bleiben, ja. Genau, wir titulieren uns jetzt auch einfach alle als Fachmänner und gut ist, oder? Mann. Was hältst du denn von Palin? Ja, ich bin gespannt. Ich denke mal, ich werde ja bei der EM ein bisschen was sehen, oder? Von ihm. Wir brauchen auf jeden Fall einen 6er Punkt. Ja. Ich denke, zumindest wenn der Trainer mit 6 spielen will, dann brauchen wir einen richtigen 6er. Feierabend. Wer das ist, sei dann dahingestellt. Ja, ich hab das schon zu der Mara gesagt. Ich habe das ja schon lange gesagt, dass der Terzig weg ist am Ende der Saison. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie den Nagelsmann holen. Aber wo dann der Schahin da hingesetzt wurde, mit einem Bender oder wem war das? Das war das Lächerlichste, was ich im Profifußball auf dieser Bühne erlebt habe. Das absolut Lächerlichste. Auch wenn du das Champions League Finale gesehen hast. Wie lächerlich das einfach war. Du hast jederzeit gesehen, der steht da nur noch, der Typ. Den hättest du auch als Pappfigur dahin stellen können. Das hätte gereicht.
Ich meine, unser Move mit dem Tuchel, wie wir mit dem Tuchel umgegangen sind, war ja schon wirklich unterste Schublade, ja. Aber was in Dortmund mit Terzic abgegangen ist, Alter, das kannst du dir ja nicht ausdenken. Ja, wir holen jetzt mal den Schein und den Bender. Warum? Was war das Argument? Weiß ich noch nicht mal. Weil der Terzic das nicht alleine schafft, oder was? Und der ist dann Angriffstrainer, der ist Defensivtrainer und Terzic ist der Mann, der hat den Cleansee gemacht, den Teamchef quasi. Also ganz wild. Ganz, ganz wild. Und dann stellt sich auch noch ein Hummels da hin und sagt, ja, wenn der Terzic nicht, dann kann ich hier auf jeden Fall nicht weitermachen. Das musst du dir mal vorstellen. Er macht das auch noch öffentlich. Danke, Gene. Buggy, frag ihn mal, ja. Oder noch besser, nehme ich in die WhatsApp-Gruppe auf, damit ich das verifizieren kann dann. Nee, ich würde aus meiner Sicht auf gar keinen Fall mit dem Leroy verlängern. Wenn er nicht wechseln möchte, alles fein, lass den Vertrag auslaufen. Das ist eine Katastrophe. Also ich fand den Auftritt in der Nationalmannschaft, ja, ich habe dann auch die Argumente gelesen von, ja, ging ja um nichts mehr, Blasewitz. Aber alle anderen 10 Spieler auf dem Feld waren trotzdem noch um 80% besser wie Nimoy. Die erste Viertelstunde hat er gar keinen Bock gehabt. Komplett hochnäsig, als wäre er 10 Klassen besser als der Rest, der auf dem Feld rumläuft. Danach hat er sich ein bisschen gefangen und hat trotzdem nichts auf die Kette gekriegt. Ja? Also normalerweise, wenn Eberl das gesehen hat und auch ein Company, diesen Auftritt, Junge, das ist kein Bayern-Niveau. Also wenn ich mir den nächstes Jahr nochmal eine ganze Saison reinballern muss, alt, Betty, da weiß ich auch nicht, ob ich das verkrafte. Oh nein, schon gar nicht für das Gehalt. Der verdient auch 20 Mille. Ja? Lass auslaufen den Scheißvertrag, fertig. Lass ihn ablösefrei gehen, meinetwegen nächstes Jahr Feierabend. Junge, Junge. Ja, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, oder? Auf den Sechser und Kimmich-Move. Das werden wir nächste Saison sehen, ob ein Ted und Saragossa mehr spielen. Also ich gehe davon aus, dass sie mehr spielen, aber sie müssen natürlich dann auch liefern. Ne? So steht ja auch außer Frage. Also ich denke, ein Taylor hat gerade nach hinten auch ein paar sehr enttäuschende Spiele gezeigt. Unterm Tuchel. Also da ist auf jeden Fall Steigerungspotenzial notwendig, zumindest wenn er an Rechtsaußen oder Linksaußen spielen sollte. Und da muss er sich entwickeln, da muss er den nächsten Step machen. Dann steht dem aber nichts im Wege. Ja? Bin ich mir sicher. GB, servus. Schein ist eine Pfeife. Ja, das weiß ich nicht. Kann ja sein, dass der in Dortmund liefern wird. Aber das war schon ein wilder Move da in Dortmund. Ja, aber genau, das ist, als wenn du Nagelsmann die Saison hättest zu Ende bringen lassen und Tuchel sitzt schon neben ihm auf der Bank, aber Tuchel coacht dann neben ihm. Ja, der Nagelsmann steht dann in seiner Coachingzone und der Tuchel steht am anderen Ende der Coachingzone und coacht schon. So ein Ding. So ein Ding war das. Wild, oder? Das weiß ich nicht, ob ich ihn feiern würde, den Jonathan Tah, aber wenn man ihn für einen guten Kurs kriegt, würde ich ihn auf jeden Fall holen. Obwohl wir natürlich ganz, ganz andere Baustellen haben als unsere Innenverteidigung. Ja? Aber anscheinend sieht der Verein da ja eine riesen Baustelle und will das aufmachen und dann, ja, dann musst du einen Tah nehmen und musst da einen Minje, Upa, was weiß ich, verkaufen. So. Fertig. Ich kann zu Palin auch nichts sagen, deswegen ich bin gespannt. Ich werde mir mal bei der EM angucken. Ist ein Neos weg, ja. Aha, warum ist der Terzic denn kein vermutlich kein besonders guter Trainer? Das ist ja auch ein wilder Take.
Ich glaube nicht, dass es an Terzig lag, dass die Dortmunder gegen Mainz verloren haben und uns die Meisterschaft geschenkt hatten, oder? Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht drin im Dortmund-Thema. Ich kann da mir keine Meinung bilden, wirklich. Fand's nur schon krass, wie das da abgelaufen ist. Geil, der Plätti ist auch mit drin, super. Hier wollte ich schon immer mal die Meinung sagen. Ja, die kommt aus einer Verletzung, die schon ein Dreivierteljahr dauert, oder was? Der Isolierer, moin. Hat der Groß nicht auch jetzt gesagt, dass er auf Schmerztabletten gespielt hat? Habt ihr die Leistung gesehen im Auftaktspiel? Was soll ich zum Flick in Barca sagen? Viel Glück, Hansi. Und bitte hol in Sané, Kimmich und Goretzka zu dir. Wenn wir Glück haben, Gnabry dabei, aber Barca hatte leider nicht genug Geld. Ich finde das auch die richtige Entscheidung. Ist natürlich schade für ihn, ne? Für Matistel. Was ja erst hieß, er darf nach zur Olympia fahren, aber ich denke auch, dass es sinniger ist und wichtiger, dass er da ist. Ja, denke ich auch. Das nächste Deutschlandspiel. Na klar, guck ich das nächste Deutschlandspiel. Oh, gleich um 21 Uhr Österreich, Frankreich. Ich weiß auch nicht, was wir mit unserer Abwehr haben. Ohne Scheiß. Wenn wir endlich mal einen richtigen Sechser hätten, ja, dann würden auch die Innenverteidiger ganz anders aussehen. Das muss man ja fairerweise auch mal sagen. Ja. Wenn aber die Sechserräume nie besetzt sind, wer das World Squad Video gesehen hat, da hat der Roy das mal schön erklärt. Genau das Problem haben wir in der ersten Mannschaft nämlich auch. Ja, wie oft waren denn die Sechserräume gar nicht besetzt? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, willst du in der Nationalmannschaft interessant, aber da hast du ja Sechser. Weil da steht der Kimmich ja nicht als Sechser da. Sondern steht da ein Andrich oder steht da ein Groß. Also nicht Toni, sondern, ne? So, da sind die Räume besetzt. Das ist doch unser Problem immer gewesen, warum wir so anfällig waren in Kontersituationen. Weil der Sechserraum die Mitte nie besetzt war. Dann muss ein Innenverteidiger rausrücken und dann hast du die erste Lücke gerissen, dann stehst du nicht mehr auf einer Linie, dann rückt der Außenverteidiger nach innen, dann ist die Außenbahn frei. Das ist ein Rattenschwanz. Ja? Da ändert es auch nichts, wenn du die jetzt 3 Innenverteidiger austauschst, 3 neue kaufst und immer noch keine Sechserräume vernünftig besetzt. Dann ändert das an der ganzen Sache nichts. Aber ja, wie gesagt, wenn die das so meinen, dann sollen sie das so machen. Der Tar ist jetzt kein schlechter. So, dann muss halt 1:1 austauschen und gut ist. Und wenn man das so liest hier, so auch die Kommentare und sowas, wäre es ja wahrscheinlich für den Upa auch sogar besser, wenn er den Verein verlassen würde. Weil wenn man liest, was er für ein Standing bei vielen hat, tut er sich da wahrscheinlich auch keinen Gefallen, wenn er es weiterhin beim FC Bayern versucht. Was ich persönlich schade finden würde, aber ja. Meiner Meinung nach hat der BVB ein ähnliches Problem wie der FCB. Da stimmt es im Team nicht so richtig. Die haben doch schon jahrelang Probleme und ihre Trainer werden eh nicht geschasst. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, da kann ich nichts zu sagen. Bin da nicht drin im BVB-Game. Hansi muss denen aber auch sagen, dass die Gehälter erst 2030 kommen. Ja, das macht der Hansi schon. Ja, das mit dem Schmerz muss stimmen. Das stand in der Bild, der siehste. Guck mal.
Ja, aber nochmal, auf der Position spielt halt Harry Kane, ne? Ist ein bisschen schwierig dann zu sagen, ja, hier, ihre Kunde, hier, Harry Kane, setzen wir auf die Bank, ist dasselbe wie mit dem Tell. Spiel doch mal da vorne, oder was? Lass den doch erstmal ankommen bei uns. Lass den doch mal ein halbes Jahr da spielen. Und dann wird man doch sehen. Vielleicht ja schon in der Vorbereitung. Vielleicht überzeugt er da ja schon und kommt doch in den Profikader. Weiß man noch nicht. Ja? Qualität setzt sich durch. Sehen wir, haben wir doch beim Pavlo gesehen. Oder Qualität sollte sich durchsetzen. Die Hoffnung ist ja da, dass wir nächste Saison da hinkommen. Dass sich halt die Qualität durchsetzt und nicht der Name. Und von daher. Ja, aber Emre Can hat das Tor gemacht, oder? Beweisführung abgeschlossen. Alles richtig gemacht. Ja, Meinung zu Iran Kunda kannst ja noch keine haben. Kannst ja eine Meinung bilden, wenn er bei uns ist und du mal ein bisschen was siehst. Soll man da jetzt eine Meinung haben? Scheint eine Kanone zu sein, aber wie viele Kanonen sind beim FC Bayern schon baden gegangen? Ne? So. Wird man doch sehen. Naja, die spanische Meisterschaft wird der Flick schon mal nicht holen, wa? Wenn du mal anguckst, was Real Madrid für einen Kader hat, glaube ich nicht, dass Barca da auch nur annähernd Land sehen wird. In La Liga. Also ist keine leichte Aufgabe für Hansi. Spalletti ein Sechser, ja. Ja, aber Olympia ist ja im Fußball jetzt nicht so das Dingen. Ja, Olympia für einen Fußballer ist ja nice to have, mehr aber auch nicht. Ja, soll man ganz klar sagen. Da zählt eine WM oder EM oder Copa America und der ganze Bums. Asien Cup zählt auf jeden Fall mehr wie eine Olympiateilnahme. Siehst du doch daran, dass da wie viele Profis dürfen da mitfahren? 3 oder was? Pro Team? Ja, Leute, es kann doch nicht aus jedem Talent der nächste Messi werden. So funktioniert das leider nicht. Ne? Dann hätten wir ja nur Kanonen als Fußballspieler auf dieser Welt. Das klappt halt nicht. Das ist halt einer von 100 oder was weiß ich, der sich dann wirklich durchsetzt. Wenn wir jetzt mal auf den FC Bayern gucken, der sich dann wirklich in die erste Mannschaft arbeitet und durchsetzt. Ja? Das ist richtig. Also ein Pavlo hat die Räume auf jeden Fall besser besetzt, als ein Kimmich oder ein Goretzka jemals getan hat. Ja? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Naja, wenn Kompanie intern gesagt hat, dass er die Abwehr scheiße findet und der andere Spieler will, dann ist es ja legitim. Ja, legitim ist das sowieso. Also ich sehe, also ein Upa und ein Minjay haben ja keinerlei sportliche Leistung gebracht, dass man sagt, wir können nicht über diese diskutieren. Also die Leistungen waren ja maximal durchwachsen. Ja. Beim Delicht sehe ich das ein bisschen anders. Für mich hat er Leistungen gebracht, worüber man nicht zu diskutieren braucht. Aber das ist auch nur meine Meinung. Aber klar. Das ist doch, was ich gerade sagte. Wenn du dann diese Chancen hast. So, du kannst einen Ito haben für maximal 30 Millionen. Der verdient wahrscheinlich auch nur 8 oder 10. Gibst dafür dann, was weiß ich, will nicht wissen, was ein Minjay verdient. Ja, also der wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verdienen. Von Delicht brauchen wir gar nicht reden. So ist das Geschäft, Leute, ne? Phileas, servus. Ja. Bayern träumen immer. Willst eher Minjay verkaufen als Opa? Ja, schwierig, ne?
Ja, das ist schon richtig, Torki. Ich fände es schade, weil ich halt einen Opa echt finde Maschine, aber... Also ich habe schon eine Entwicklung gesehen, gerade in der Hinrunde letztes Jahr. Aber wenn er in jeder Saison dann in den entscheidenden Phase der Saison diese Aussetzer hat, ja, dann musst du einfach sagen, es reicht nicht für den FC Bayern. Leider. Ne? Was wird eigentlich mit Boye passieren, wenn Kimmich verlängert und rechts spielt? Wer sagt denn, dass er sich nicht gegen Kimmich durchsetzt? Nur weil er Kimmich heißt, spielt er dann, oder was? Ich denke, das werden wir nächste Saison nicht haben. Das nur weil er Kimmich heißt, er spielen wird. Da bin ich mir relativ sicher. Wenn doch, dann weiß ich nicht. Dann ist Hopfen und Malz verloren in diesem Verein. Ja, du kannst aber auch Mazraoui als linken Verteidiger nehmen. Mit dem Kimmich. Ich denke, der Verein würde Kimmich gerne abgeben, aber Kimmich hat sehr wahrscheinlich keinen Bock. Könnte ich mir vorstellen. Und dann wird es interessant, ob der Verein oder ob der Trainer dann sagen, ja, alles klar, ne? Dann setz sie mal hier auf die Bank. Wer mal an das Kissen. Wird noch interessant werden, ja. Also ich sehe den Boye schon bei uns als rechten Verteidiger. Ja, ich sehe ihn auch stärker als den Stani von den Anlagen her. Also das wäre ein sehr guter Zweikampf, denke ich, Stani und Boye, den ich fühle. Boye, denke ich, ist offensiv stärker wie Stani. Stani ist vielleicht defensiv stärker. Aber die können sich beide pushen. Zur Höchstleistung. Ne? Und Stani kann immer auch noch einen Innenverteidiger geben. Perfekt. Was willst du denn mehr? Ja? Da brauchst du da kein Kimmich. Für was? Das passt schon. Klar ist das IV-Thema schon aufgemacht worden. Seranto, moin. Ja, aber ein Grafenberg wäre jetzt auch kein Sechser gewesen, ne? Und Grafenberg hat man ja wenigstens noch Gewinn gefahren. Oder wenn das Gehalt mit einbeziehst, plus minus null wahrscheinlich. Real Madrid jetzt nochmal eine neue verpflichtet, haben sie eine Weltauswahl. Ja, können ja mal anfragen. Nee, ich habe keinen Wunschflügelspieler. Ich habe schon den einen oder anderen gesehen bei der EM, aber warten wir mal ab. Ich habe so ein, zwei im Auge, die werden wir mal ein bisschen öfter anschauen und dann können wir da mal vielleicht mal was zu sagen. Ja, aber so ist das halt, wenn du in so kurzer Zeit so viele Trainer hast. Ne? Und wir sind ja immer noch ein Verein, der das relativ wenig an den Trainer ausrichtet, den Kader. Ne? Aber trotzdem hast du, ja, siehst du ja, was los ist. Also Minjay kam ja angeblich nur wegen Tuchel. I don't know, ob das stimmt, das wissen wir immer alles nicht. Da kannst das durchgehen, ne? Aber ich denke, das Hauptproblem ist, das haben wir ja schon mehr als eine Million Mal gesagt, sind einfach diese Alteingesessenen. Die müssen jetzt eigentlich, die müssen bam weg, Alter. Es ist genug. Feierabend. Wenn die nicht wechseln wollen, alles gut, setz sie auf eine Bank ein Jahr, lass den Vertrag auslaufen und ist doch gut. Fertig. Wenn die Spieler so einen Abgang wollen beim FC Bayern, ja, jetzt mal auf Kimmich und Sané bezogen, weil da die Verträge auslaufen, wenn man beiden Spielern sagen würde, pass mal auf, so, du passt nicht mehr ins Konzept, ich glaube, dir wird eine Veränderung gut tun, was völlig legitim ist, beide sagen dann, nee, wir haben keinen Bock, dann sagt man das zwar, ja, ist völlig okay, dann verlängern wir nächstes Jahr den Vertrag nicht und ist doch gut. Und das wäre doch fein. Ja, so. Und gut ist, dann sparst du in einem Jahr schon mal 40 Mille Gehalt ein. Und fertig aus.
Naja, sind wir ehrlich, De Ligt wird wahrscheinlich der Innenverteidiger sein, den du am ehesten los wirst und am meisten Geld für bekommst. Ne? Denke, da wirst du die 60 Mille plus kriegen. Ne? So, die wirst du mit Sicherheit nicht für den Upa kriegen und schon gar nicht für den Minjay. Also ich verstehe das Argument schon, warum man diese Aktie aufmacht. Ich denke, am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, für welchen Innenverteidiger Angebote reinkommen. Ne? Und wie angemessen diese Angebote sein werden. Und natürlich auch, ob der Innenverteidiger überhaupt den Verein verlassen will oder nicht. Das spielt natürlich auch eine Rolle. So. Darauf wird es hinauslaufen. Marco, servus. Ich bin auch froh, kein Tuchel-Fußball. Ja, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, es kann natürlich sein, weil ich vom Tuchel-Fußball gepeinigt bin, dass ich die EM so gut finde bisher, fußballerisch. Aber ey, es tat so gut, einfach mal Kombinationsfußball zu sehen. In der gegnerischen Hälfte. In der Offensive. Es tat einfach so gut. Junge. Naja, dann Eberl ja schon geäußert hatte, dass Musiala das Gesicht des FC Bayern sein soll oder eins der Gesichter der Zukunft, denke ich, sollte das nicht das Problem sein. Aber ich denke, natürlich will er auf lange Sicht gesehen natürlich die Perspektive haben, jedes Jahr auch um die Champions League zu spielen. Ja. Mm. 135 bis 160 Millionen, Alter. Wird's aber ganz wild, oder? Das ist kein Mbappé, Alter, das ist Florian Wirtz. Müssen wir alle ein paar Gänge runterfahren. Ich habe mich entschlossen, meine Mitgliedschaft zu beenden, falls De Ligt statt Upa oder Kim verkauft wird. Gut. Bazi Masi. Servus. Fährst du mal zu einer UEFA-Fanzone? Nee. Ja, Mazraoui kann auch links spielen, war? Hat er, denke ich, in der Champions League eindrucksvoll bewiesen, oder? Und spielt er in der Nationalmannschaft auch oft genug. Der Lichtverkauf wird Upa zum Abwehrchef. Der Upa kann kein Abwehrchef sein, weil er das als Typ einfach gar nicht ausstrahlt. Das ist doch das Problem. Upa braucht einen neben sich, der das halt ausstrahlt. Dann ist der Upa auch viel, viel stärker, wenn er einen starken Part neben sich hat. Nexo, servus. Ja, Adam. Sagst du, bei 6er Position wird Palinja mit 30 gehandelt und Onana 23 angeblich. 30, kommt alles auf die Ablöse an, ne? Aber ja, du brauchst natürlich einen ausgeglichenen Kader, oder? Da müssen wir uns ja auch jetzt nicht überstreiten. Du kannst keinen Kader haben mit... Kannst du natürlich schon, nur mit, was weiß ich, 19, 20, 23. Da musst du halt damit leben, dass du erfahrungsbedingt vielleicht das eine oder andere Ding mal hergibst. Ja. Aber gerade so im zentralen Mittelfeld, denke ich, ist schon gut, wenn da ein Erfahrener schon da ist, glaube ich.
Ja, hast du ja auch recht. Also ich denke auch für jeden Sportler ist Olympia das Größte, aber halt nicht für Fußballer. Ja, ist halt so. Ja, Radsport weiß ich nicht. Tour de France. Bin ich auch nicht drinne. Kann ich nichts zu sagen. Aber du siehst ja selbst im Tennis. Ja, doch im Tennis ist auch schon ein hoher Stellenwert. Aber ich denke, wenn du jemanden fragst, ein Tennisspieler, ist wahrscheinlich Wimbledon auch noch größer wie eine Olympiamedaille im Tennis. Gibt halt so ein paar Sportarten, wo das ein bisschen anders ist. Aber ansonsten... Ich denke aber auch, dass ja auch da ist, Olympia ist auch nicht mehr so, was das mal war, gefühlt. Aber ist auch nur meine Wahrnehmung. Opa im Wrestling unterbringen? Nee. Dafür ist er, nee. Dafür fehlt noch einiges an Körpermasse. Da. Kennst du doch, wie geht's mir? Mir geht's gut. Und dir? Meinung zu Palinia. Ist ein Sechser. Auch wenn Opa ein netter Kerl ist, aber er hat 3 Jahre nicht überzeugt. Ja, wisst ihr, was ich gerade gesagt habe? Ja, das ist ja auch, was ich schon mit dem Saisonfazit gesagt habe. Ne? Also ich mag den Opa auch, er hat auch alles, was du brauchst. Aber wenn du in der entscheidenden Phase dann jedes Jahr abkackst, dann reicht's einfach nicht für den FC Bayern. Ja? So. Entweder kriegt man das analysiert, woran es liegt, man kann es lösen. Bäm. Von jetzt auf gleich. Ja. Keine Ahnung, ist es eine Kopfsache, ist es eine psychische Sache und er kann es lösen durch was weiß ich was. Dann ist Opa eine Maschine. Wenn nicht, ja, dann musst du ihn abgeben. Feierabend. So. Ja, das kannst du dir einmal, das kannst du dir zweimal leisten. Wenn du das aber jedes Jahr leistest, was willst du da machen? Dann sagst du ja, Opa, alles klar, bis zum 30. Spieltag oder bis zum Champions League Achtelfinale setze ich dich ein und danach setze ich dich nur noch auf die Bank oder was? Mal die Nerven flattern, das macht ja keinen Sinn. Also. Glaubst du, dass Palinia zu Bayern kommt? Das weiß ich nicht. Ich denke halt, der Eberl ist halt schon... Also der Eberl ist so ein bisschen das Gegenteil vom Brazzo, was Transfers angeht. Ne? Also der Eberl ist keiner, der sagt, pass mal auf, ich zahle den Spielern jetzt 2 Millionen mehr oder ich gebe den abgebenden Verein jetzt 10 Millionen mehr, weil ich den Spieler unbedingt haben will. Nee, dann wird der Eberl sich eher anders umgucken. Ne? Der ist da mehr... Er hat seine Schiene und die fährt er. So. Und wenn Fulham sagt, ja, wenn der FC Bayern bietet das, so, der bei FC Bayern wird sich seine Spanne zurechtlegen, die er maximal zahlt. Und wenn Fulham das nicht akzeptiert, dann wird sich nach einem anderen Spieler umgeschaut. Ja. Also so schätze ich einen Eberl ein, so habe ich den Eberl erlebt. Und das ist gut so. Feierabend. Man muss da nicht wieder 3 Monate hin und her und bla und Sülz, wie es beim Harry Kane war und hast ja nicht gesehen. So, irgendwann ist Zeit zu sagen, hier, pass auf, so sieht's jetzt aus. Entweder wollt ihr oder wollt nicht. Wenn nicht, dann so gucken wir uns andersweitig um und gut. Ja, das ist jetzt auch kein Halsbringer oder sonst was. Muss jetzt auch nicht so tun, als wäre der einzige Sechser auf der Welt, ey. Ah, ich weiß nicht, warum... Ey, Alter. Ich weiß nicht, warum man das immer jedem Spieler unterstellen muss. Also vielleicht spekuliert Musiala auf ablösefreien, fetten Handgeldwechsel 2026. Je fetter der Markt wird, desto fetter das Handgeld. Ja, weil alle Spieler wie Mbappé sind, oder was? Es sind nicht alle Spieler Arschlöcher oder Wichser oder... Ich weiß, schwer vorstellbar, ja, aber es gibt immer noch Spieler, die auch genordet sind und geerdet sind. Kaum vorstellbar, aber es gibt es. Ja? Es sind nicht alles Mbappés, die sich gerne von Real Madrid 100 Millionen Handgeld reinschieben lassen. Wünscht Flick bei Barca den Ligatitel und Pokal? Ja, das kannst du ihm wünschen, das wird er nicht erreichen. Pokal vielleicht, da weiß man nie, aber Liga wird er kein Land sehen. Also guck dir bitte mal Real Madrids Mannschaft an. Alto Belli.
Wenn du nur alleine den Bellingham auch bei England gesehen hast. Ich weiß nicht, warum der FC Bayern da damals einfach die Augen zugemacht hat und gesagt hat, oh ja, wir haben Kimi Goretzka. Alter. So schade. Ich denke, das ist mein Senf, dass Eberl Freund erkannt haben, dass die ganzen alten Geflechte in der Mannschaft aufgebrochen werden müssen. Ja, hat der Eberl doch auch so kommuniziert. So wie bisher kann es ja nicht weitergehen. Ja, aber das hat der Eberl doch auch kommuniziert. Vor, was, 200 Monaten? Genau das hat er gesagt. Und das ist auch richtig so. Nächster Posten, der mir Sorgen macht, ist der Torwart. Wieso? Hast du doch den tollen, wie heißt er? Ihr wisst schon, wie ich meine. Nöbel. Ja. Einen Fliegenfänger haben wir da bei uns im Tor. Also von Vincent erwartet das Leistungsprinzip. Ja, aber das hat er ja auch geäußert, ganz klipp und klar in der PK. Also ich erwarte auch nicht weniger. Habe ich ja gerade auch schon gesagt. Der Rest ist mir eigentlich erstmal scheißegal. Der Rest ist mir erstmal scheißegal. Ich erwarte einfach, dass die Leute spielen, die am besten sind. Unabhängig von Name, Alter, Aussehen, Gucci-Status, sonst was. Dann können wir über andere Sachen reden, wenn das erstmal gegeben ist. Ja, das ist halt schwer, ne? Aus dem Birdspot, keine Ahnung. Ist halt schwer da zu sagen, das ist jetzt einer für die erste Mannschaft beim FC Bayern, ne? Da müsste man ja erstmal, vielleicht da müsste der FC Bayern auch mal eine Doku zu U19, U17 machen, dann wird man ja auch mal sehen, was da für Jungs rumlaufen. Ne? Klar, die stehen da jetzt im Fokus und natürlich hat der Potenzial und ist kein schlechter, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Ey, wir werden keine 50 Millionen für ein paar Linien ausgeben. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass ein Eber so blauäugig ist. Der weiß auch, dass der Spieler 3 Jahre hat auf der Posi. Ja, Max 4. Ja, 34, wenn du die Fitness hast und so, alles gut. Aber dann ist auch Ende. Ja. Lol. Chico, was hast du denn wieder geraucht heute, Alter? Du hast nie einen besseren Außenverteidiger gesehen als ein Contente, oder was? Alto Belly. Siehst du den Contento, oder hast den Contento aber ganz anders gesehen, wie ich ihn in Erinnerung habe. Was der auch nicht schlimm ist. Ich denke, es wird auch darauf ankommen, jetzt zum Beispiel auf Palinja und so gesehen, ja, ob so ein Kimmich sagt, er wechselt und ob man Ablöse generiert. Ja? Ich denke, das ist halt so ein Thema. Und deswegen ist wahrscheinlich auch der Licht so ein Thema. Weil, wie gesagt, für den kriegst du einfach die meiste Kohle. Ja? Weil wir können ja jetzt nicht auch sagen, wir hauen jetzt 200 Mille raus für 3, 4 Spieler und haben keinerlei Einnahmen. Geht halt auch nicht, ne? Ich kann keine Liegestütze machen heute. Mein Keller ist noch feucht. Hat reingeregnet. Ich erstmal wischen vorhin. Schwachsinn, Tommy, Alter. Ey, du haust auch manchmal Dinger raus, Alter. Da fällt mir auch ein Ei aus der Hose. Sag ich dir, wie es ist, ey. Junge, Alter. Man hat sich doch mit dem Bellingham gar nicht beschäftigt gehabt, wo er in Dortmund gespielt hat. Absolut null. Junge. Aber Hauptsache, wir hauen mal wieder irgendwas raus, Dummes in den Chat rein, 100 bis 130 Millionen Boni. Alter.
Junge, Junge, Alter. Du bist so hohl in deiner Birne manchmal, ey. Junge, Junge, ey. Leck meine Füße, ey. Aha. Musiala hat mehr Marktwert als Kane und verdient weniger als 40%. Ich käme mir da über den Tisch gezogen vor. Er könnte schon den Handgeldtrick durchziehen, um sich das Geld auf dem Weg zu holen. Ja. Und Manuel Neuer hat einen Marktwert von 5 Millionen. Der wird wahrscheinlich sogar, müssten wir mal nachgucken, was ein Kretzig für einen Marktwert hat. Was vergleichen wir hier, Alter? Wir vergleichen Harry Kane, der über 15 Jahre jede Liga, wo er gespielt hat, nämlich die Premier League, zerschossen hat, Alter. Und dann haust du Musiala raus, der gerade in seiner 2. oder 3. Saison ist, auf einem einigermaßen hohen Level, oder was? Wild. Verstehe ich nicht. Also ein Harry Kane kam ja auch nicht auf die Welt, war dann in der Premier League Fußballer und hat sofort 20 Millionen im Jahr verdient. So ist halt nicht der Lauf der Dinge. Ganz einfach. Ja? Warum sollte sich jetzt ein Musiala mit einem Harry Kane vergleichen? Wenn sich jetzt ein Musiala mit einem Gleichaltrigen vergleichen würde im Kader, alles gut. Ja? Kann man dann ja bringen, das Argument. Aber du kannst auch nicht einen Musiala, der in seiner zweiten, die letzte Saison war noch nicht immer super stark, mit einem Spieler vergleichen, der 15 Jahre auf dem Level Fußball spielt. Also. Oh, was ist denn heute wieder los, ey? Wild, wild, wild. Ja, natürlich bekommen ablösefreie Spieler Handgeld, da brauchen wir nicht drüber reden. Und natürlich, wenn Musiala einen Vertrag auslaufen lassen würde, würde er ein Handgeld kassieren und nicht der Verein die Ablöse. Natürlich. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Das ist schon klar. Aber warum sollte man jedem Spieler das unterstellen? Und dann mit so einem Argument zu kommen, ja, weil der Herr Harry Kane hat weniger Marktwert, verdient aber viel mehr. Wild. Ja, warum sollte Real denn Tchouaméni oder Camavinga abgeben? Wären sie doch doof, wenn sie das tun würden. Erst recht, wo Kroos jetzt aufgehört hat und Modric ist auch schon scheintot. Warum sollten sie denn einen von denen abgeben? Da, 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 da. Goretzka bekommt es auch nie los. Wer sagt das? Ich weiß schon, was er meinte. Ich weiß genau, was der Tommy meinte. Was hat das denn damit zu tun, dass der FC Bayern sich nicht mit diesem Spieler auseinandergesetzt hat? Der Spieler hat nicht nur eine Saison in Dortmund gespielt. Der Spieler war schon lange in der Bundesliga und hat schon lange gezeigt, welches Potenzial er hat. Und da hätte man schon viel früher reingrätschen können. Aber das hat man nicht getan, weil Kimmich und Goretzka da stehen und immer da stehen. Ja? Punkt. Junge, Junge. Bei Vertragsverlängerungen gibt es auch Handgeld. Ich will es gar nicht wissen, Alter. Mir brauchst du das nicht sagen, dass Harry Kane sein Geld verdient hat. Mir brauchst du das nicht erzählen. Erzähl das irgendwelchen komischen Leuten hier im Chat.
Ja, aber der Gegenüber kannte den Kontext. Und der Gegenüber weiß auch den Kontext, den die Presse geschrieben hat von irgendeiner Ablösesumme, die Real Madrid angeblich an den BVB zahlt. Eieiei. Ja, ja. Ich bin auch gleich durch. Wild, ey. Ja, dann darf es halt nicht sehnflutartig anfangen zu regnen, ey. Das ist so das Problem. Das Fenster ist da nicht ganz dicht. Ach ja, Leute, ich sag's euch, ey. Wild, wild, wild. Ja, Cordio. Selbst schuld, hast du guten Fußball verpasst auf jeden Fall. Hast guten Nagelsmann-Fußball verpasst. Mit einem überragenden Toni Kroos und einem überragenden Musiala, meiner Meinung nach. Der war echt schön anzugucken, ey. Alter Baby, wie konnte er den denn nicht reinmachen? Wild. Okay, Leute, ich meine 10 Minuten Feierabend. 10 Minuten ist noch für wilde Spekulation von FCB Insight. Warum der Stanisic schon nicht verlängert hat. Wird er doch nach Leverkusen wechseln. Im Tauschgeschäft für Jonathan Tah. Plus 10 Millionen. Wenn, ihr habt die News zuerst hier auf dem Red Munich-Kanal gehört. Wisst ihr Bescheid, oder? Wundert euch nicht, wenn die morgen bei FCB Insight steht. Ja, ich habe deinen stiller Take auch gelesen im Discord, GB. Gehe ich gar nicht drauf ein. Bitte dich. Hast du den Stiller mal bei uns gesehen, die Spiele, die er gehabt hat? So, der musste sich halt erstmal entwickeln und das hat er getan in Stuttgart. Das hätte er bei uns gar nicht gekonnt. Und nochmal, du hast bei uns halt immer Kimmich Goretzka gehabt. Da war halt einfach kein Platz und das war völlig legitim, dass der Gute dann gewechselt ist. Und der hat sich super entwickelt in Stuttgart. Ja, das hätte er bei uns gar nicht gekonnt. Vorher war er, glaube ich, in Augsburg, oder? Selbst da war er schon stark. So, aber die Zeit hätte er doch bei uns nicht gekriegt. Bei uns musst du halt so einschlagen, wie es der Pavlo getan hat. So, du musst, wenn der Trainer gezwungen wird, einen Jungen reinzuwerfen, musst du genau so performen, wie es ein Pavlo getan hat. So. Und du musst diese Chance haben. Ja? So, und die hatte er gar nicht. Hätte er bei uns auch 2, 3 Spiele gemacht, die waren nicht wirklich geil. Ja, und dann ist es halt dahin gegangen. So. Du musst halt echt so ein Überfliegertalent sein, um beim FC Bayern dich durchzusetzen. Wenn du so ein normales Talent bist, musst du verliehen werden, musst irgendwo deine 2, 3 Jährchen spielen, dich entwickeln. So. Ja, das ist der normale Lauf. Bei uns werden sich immer nur in der ersten Mannschaft die durchsetzen. Du hast ja auch beim Musiala gesehen, die wirklich, bam, die knallen, die irgendwas Besonderes haben. Ja? Sonst wird sich keiner durchsetzen. Es wird sich kein normales Talent in der ersten Mannschaft durchsetzen, wo du sagst, ach ja, komm, den ziehen wir jetzt 2 Jahre mit durch. Wir geben ihm auch die Spielzeit in der ersten Mannschaft, um sich zu entwickeln. Das passiert halt nicht.
Und das ist völlig fein. Wir sind eine Mannschaft, die jedes Jahr um die Champions League spielen möchte. So. Also sind, wenn Talente, die knallen, oder, ja, du musst sie verleihen. Ja? Fertig. Anders wird's nicht gehen. Und der Stiller hätte nie bei uns diesen Weg gemacht. Nie. Ammo, guten Abend. Ja, aber du kannst ja jetzt ein Bier mit einem Bellingham vergleichen, oder? Man hatte ihn doch sogar erst nur verliehen, oder? Den Stiller? Ich meine schon. Aber du müsstest doch immer die Perspektive. So, der Spieler will doch eine Perspektive haben. Und nochmal, zu der Zeit, guck doch, was passiert ist. Soll ich dir nochmal vorrechnen oder erzählen oder was? Guck doch, welche zentralen Mittelfeldspieler du alle verpflichtet hast, die keinerlei Chance gekriegt haben. Meinst du, dann denkt sich so ein Angelo Stiller, oh ja, geil, ich lasse mich 2 Jahre verleihen und dann kann ich beim FC Bayern durchstarten, weil dann wird schon Kimmich und Goretzka auf der Bank sitzen oder was? Ist doch wohl klar, dass der Mensch sagt, nee, pass mal auf, ich hab hier beim FC Bayern keine Zukunft, was soll ich hier? Will nicht nur in der Bayernliga spielen, also wechselt er den Verein. Feierabend. Und das ist doch völlig legitim und völlig gut so. Soll er sich 10 Jahre verleihen lassen, bis die irgendwann die Karriere beenden oder was? Es macht doch auch keinen Sinn für ihn. Also. Das ist ein wilder Take, GB. Hast du einen neuen Exklusivvertrag als Reporter unterschrieben? Mit wie viel Handgeld? Das wäre geil, ey. Ja, du darfst aber auch nicht vergessen, dass wir extrem astronomisch hohe Gelder haben, Adam, ne? Aber das sollte sich ja in den nächsten 2 Jahren auf jeden Fall auf... Ich denke, wir werden in den nächsten 2 Jahren locker 20 bis 30 Millionen locker, wenn nicht mehr, einsparen an Geldern. Ja, nee, nicht das Glück der Verletzung, sondern das Glück der Sperren vom Kimmich. Sonst hätte er niemals die Chance gekriegt. Ja, brauchst du mir nicht erzählen mit dem Sané. Ja, ist er auch, der Stiller. Und das ist auch gut so. Ne? Aber wie gesagt, das hätte er bei uns nie gekonnt. Und wenn du den Spieler keine Perspektive geben kannst, indem du ihm sagst, pass mal auf, ich leihe dich 2 Jahre aus, wenn du dann wiederkommst, setzen wir dich in Konkurrenz mit Kimmich und Goretzka. Ich brauch's nicht weiter ausführen, oder? Dass das Schwachsinn ist. Und du hast keinen Spieler vermitteln kannst, wenn du nicht so handelst, oder? Also von daher... Ja, der Nübel findet das auch super, ja. Weil der Nübel möchte das, ja. Ei. Olli, Servus und Feierabend gleich. Ja klar liegt das aber an den Trainer, Spieler in Konkurrenzkampf zu setzen. Aber es ist halt die letzten Jahre nicht passiert. Und so, warum sollte dann ein Spieler, der Potenzial hat, beim FC Bayern sich verleihen lassen? Dann sagt er doch lieber, nee, pass mal auf, ich gehe irgendwo hin, wo ich dauerhaft Anerkennung habe und spiele. Also, macht doch keinen Sinn. Ja gut, also Neuer und Müller gehe ich ja mal davon aus, dass sie nächstes Jahr, also Müller auf jeden Fall, Neuer weiß man ja nicht, aber dann sind schon mal 20 Millionen Gehalt weg. Oder 22, was der Müller verdient. Neuer verdient dasselbe. Kimmich verdient das, Sané verdient das. Also die Verträge musst du halt auslaufen lassen, wenn du sie nicht verkaufst.
dann hast du schon mal 80 Millionen Gehälter eingespart bei 4 Spielern. Ja, wenn du 4 Spieler ersetzt, A10, 11 Mille, sparst du schon mal 30 bis 35 Millionen ein. Ganz einfache Rechnung. Und das sind nur die 4. Ja, da sind wir noch lange nicht bei Coman und Gnabry, die auch 17, 18 Mille verdienen. Und so weiter. Prognose für Österreich, Frankreich. Das ist eine interessante Frage. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ein 2-2 getippt. Wild, oder? Bin auf jeden Fall gespannt auf das Spiel. Ich freue mich drauf. Nee, wir haben das nur kurz angerissen, Olli. Kannst ja gleich einen Livestream starten, dann kannst du ja daher ein bisschen ausführlicher sprechen. Ich habe genug für heute hier gelesen. Ich mache nämlich jetzt gleich Feierabend, weil irgendwie ist 80% des Streams über irgendwelche Schlagzeilen, die über irgendwelche komischen Sachen, die in irgendwelchen Zeitungen stehen. Von daher werde ich mir FC Bayern Streams auch sehr wahrscheinlich kneifen die kommenden Wochen. Ja. Sei denn wir machen noch diese Bam-Bam-Transfers, so 3 in einer Woche. Dann kann man mal einen Livestream machen, aber ansonsten werde ich mir das schenken. Ja, das wäre ja auch okay. Ja, leistungsbezogene Verträge mit 10 Millionen Grundgehalt für jetzt, aber auch mal ganz klar gesagt, für Spieler des Kalibers Kimmich. Ja? So. Wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass jeder bei uns 10 Millionen Grundgehalt kassieren muss und 10 Millionen an Prämien erspielen kann. Aber ja, dieses Regal sollte das bekommen, ja. Wegen mir, ja. Und wenn sie dann die Boni erspielen, weil sie spielen, aber da musst du auch dahin kommen, halt zu sagen, es ist ein Konkurrenzkampf da. Ja? Wenn dann Kimmich trotzdem immer spielt und keine Leistung bringt, dann bekommt er ja trotzdem seine Prämien. Weil Prämien sind ja meistens an Auflaufprämien, an Spiele, über welche Distanz und bla und Sülz gebunden. Ja? Dann kommt er trotzdem auf seine 15, 16 Millionen. Du musst diese Spieler dann halt auch wirklich in Konkurrenzkampf stellen. Und dann ist das förderlicher. Naja, die Engländer haben ein Spiel jetzt gespielt, wa? Und haben es nicht geschafft, Harry Kane einzubinden. Ja. Das ist, was du den Engländern vorwerfen kannst. Na klar gibt es ein Video zur Nationalmannschaft. Also hier. Ich werde wahrscheinlich auch ein Video machen, wenn die ersten Spiele in allen Gruppen durch sind. Weil ich habe relativ viele Spiele gesehen jetzt. Na, mal gucken. Naja, auf lange Sicht gesehen sparst du das Geld trotzdem. Der Chat gespammt wird. Ja. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Marco. Und viel Spaß für alle, die gleich Österreich, Frankreich gucken. Ne? Ja, Kane hing echt in der Luft. Das war schon wild. Nee. Also ich werde sehr wahrscheinlich keine Livestreams machen, bis irgendwie was Interessantes passiert. Also wie ich gerade schon sagte, ich wiederhole mich ja nur. Wiederhole mich jeden Livestream, dass ich keinen Bock habe, über irgendwelchen komischen Schlagzeilen zu reden. Wie gesagt, wenn ihr eine eigene Meinung habt und über irgendwas diskutieren wollt, bin ich der Erste, der dabei ist, aber ich habe keinen Bock, mich hier hinzusetzen mit irgendwelchen Leuten über irgendwelchen Schlagzeilen von FCB Insider, Bild-Zeitung, Sky, Plettenberg. Sonst irgendeinen Spacken zu diskutieren, Alter.
Verstehe auch nicht diesen Ansatz zu sagen, ich gehe in einen verkackten Livestream rein, wo ein Typ sitzt, der sich die Zeit nimmt und gerne über den FC Bayern redet und poste jede verfickte Schlagzeile da rein und sage, ja, so ist das, weil der hat das gesagt und der hat das gesagt und so ist das. Und das ist so und das ist so. Der ist nicht angesehen, weil der Kompanie hat das gesagt. Der Kompanie hat nie ein Wort gesagt. Alter, da kriege ich einen Kackreiz. Da rege ich mich jetzt gleich schon wieder auf. Und deswegen werden die Livestreams einfach sein gelassen. Feierabend. Punkt. Ist nicht gut für mein Seelenheil, Alter. Junge. Nur so ein Dummfick. Hält's ja im Kopf nicht aus. Junge, geht alle auf TikTok oder sonst wo und lasst da euren senffreien Lauf, ey. Ja. Sonst gibt's echt nächstes Stream-Kanalmitglied Oni, Alter. Und dann ist gut. Junge. So, Männer, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich wünsche euch nachher viel Spaß beim Spiel, falls ihr es guckt. Livestream-mäßig, ja, weiß ich nicht. Sollte beim FC Bayern irgendwie ein Knaller passieren, so Florian Wirtz Verpflichtung oder Kimmich Abgang, dann kann man mal einen Livestream machen. Ansonsten werde ich mir das in der Sommerpause schenken. Ja. Vielleicht mal zur EM. Muss ich mir mal überlegen, wenn vielleicht Vorrunde rum ist oder so. Aber dann werde ich das auch klipp und klar sagen und werde jeden wegbannen, der irgendeinen Scheiß über den FC Bayern schreibt und mich meint, muss mir irgendeine Schlagzeile hier reinkopieren. Aber dann kündige ich das vorher an. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Haut rein. Rot-weiße Grüße. Und schwarz-rot-goldene für die EM natürlich, ne? Sollte klar sein. Tschüssi. Die Mara kann auch noch Tschüssi sagen, wenn sie da ist. Ciao.